Die Mundarten Bayerns. Kein anderes Buch war für die Bewahrung der bayerischen Dialekte so wichtig wie das von Johann Andreas Schmeller. Die Lektüre im bayerischen Wörterbuch ist nicht schwierig, es ist eher lustig. Statt sie sagte man früher is, wenn man über eine Frau sprach. In Altbayern sagt man, den hat der Herzwurm umgesucht. Schmeller, der bayerische Grimm. Wenn man das bayerische Wörterbuch durchgeht, dann merkt man, dass er viel das Kleine aufgenommen hat, das Alltägliche, das heute Gültige und morgen nicht mehr Gültige. Also beispielsweise die Bierpreise an einem ganz bestimmten Tag in München, auf der Schlanne zum Beispiel. Wortklauber nannte sich Schmeller selbst. Er wanderte durch Bayern, ließ sich von den Bewohnern Wörter erklären und beobachtete deren Bräuche. Akribisch notierte er alles auf kleine Zettel. 20.000 Einträge standen am Ende in seinem bayerischen Wörterbuch. Viele davon sind heute längst vergessen. Fotzdudeln im Scherze heißt sich küssen. Dass in der Pause zwischen einem Tanz und dem anderen das Licht gelöscht, die Pärchen sich dann gegenseitig die Zungen gegeben haben und berührten sich die geheimsten Teile. Das heißt man Fotzdudeln auf dem Tanzboden. Schmeller war von den Ideen der Aufklärung geprägt. Ein Sozialreformer. Werner Winkler hat jetzt eine Biografie über den großen bayerischen Sprachforscher geschrieben. Diesen einfachen Volk, diesen unteren Schichten wollte er zeigen, dass ihre Art zu leben auch wertvoll ist und dass sie auch am Gemeinwohl teilhaben. Und das wollte er mit dem Wörterbuch zeigen. Und insofern ist das ein sozialer Akt, was er da gemacht hat. Eine andere Glanztat an der Staatsbibliothek München. Während der Säkularisation waren Bücher und Handschriften der aufgelösten Klöster hierher gekarrt worden. Es gab viele Versuche, das Chaos zu ordnen, bis Schmeller entschied, nach Herkunft aus dem jeweiligen Kloster zu archivieren. Ganz einfach. Das war ein Geniestreich, genau so ist es. Ja, also hier zeigt sich, dass zum Genie eben auch das gehört, dass man aus einem Chaos oder aus einem Durcheinander eine Ordnung schafft. Und er war ein ausgesprochen ordnungsliebender, auf Ordnung hingerichteter Mensch. Und das hat er aber gelernt als kleiner Junge auf dem Bauernhof. 1785 wird Schmeller in Tirschenreuth geboren. Arme Leute, sein Vater Korbflechter. Später zieht die Familie in die Hallertau. Früh bemerkt der Vater die besondere Begabung des Sohnes. Er kommt auf die Lateinschule. Mit 16 macht er seinen Abschluss am Münchner Wilhelmsgymnasium. Für ein Studium reicht das Geld nicht. Er wird Soldat und Privatlehrer. Zurück in München beginnt er 1816 im Auftrag von Kronprinz Ludwig mit seinem bayerischen Wörterbuch. Schmeller ist ein Sprachgenie, spricht und versteht etwa 20 Sprachen, darunter Gotisch, Sanskrit, Arabisch, Hebräisch und Chinesisch. Er hatte ein fotografisches Gedächtnis. Und um sich zu entspannen, hat er ein Wörterbuch nach dem anderen aus dem Regal geholt und eine Seite nach der anderen betrachtet, aufgenommen, hat gewusst, was da drin steht, die nächste Seite. Also Seite für Seite, ein Wörterbuch nach dem anderen. Werner Winkler hat auch Schmellers umfangreiche Briefkorrespondenz ausgewertet. Er stand in Kontakt mit vielen Gelehrten auf der ganzen Welt. Zusammen mit den Gebrüdern Grimm gilt er als Begründer der Germanistik. Mit Jakob Grimm ist er auch befreundet. Das Wörter sammeln und bewahren ist ihre gemeinsame Leidenschaft. Der große Unterschied zu Grimm war, dass Grimm sich nichts sagen ließ von anderen. Während Schmeller sich immer zurückzog, ließ die anderen vorgehen. Also er war der Bescheidene. Ich tauge nicht zum Herrscher, sagt Schmeller von sich selbst. Sein Interesse gilt der Sprache. In den alten Handschriften der Klosterbibliotheken entdeckt er wahre Schätze und gibt sie erstmals als Druck heraus. Muspeli, eine Endzeitvision in altbayerischer Sprache aus dem Jahr 870. Oder die Carmina Burana. Schmeller ist es zu verdanken, dass Carl Orff zu seiner Jahrhundertkomposition angeregt wurde. Es sind also die Lieder aus Benedikt Beuren, aus dem späten Mittelalter heraus. Er wollte es zuerst nicht, weil es war so ein bisschen anrüchig vom Sexuellen her. Wie sagte Jakob Grimm?
Darin sind wir einig, dass Bayern keinen besseren deutschen Mann aufzuweisen hatte als diesen edlen, liebenswürdigen, bescheidenen Schmeller.